Wir können vielleicht entscheiden, was wir eten wollen. Aber wenn ich einmal in uns Körper esse, habe wir keine Kontrolle darüber. Hi, ich bin David Rampel und in diesem Video werden wir durchgehen, was passiert mit Eten in uns Körper. So, alles wird kontrolliert von Nerven und Hormonen. Hormonen, das sind Chemicals, die in einer Stadt gemerkt werden und was in der anderen Stadt geschickt werden durch ein Blut. Und die sagen, was du viel zu tun. Das sind kleine Bereiche. Ein Exempel würde sein Melatonin. Das, was dein Körper merkt, wenn er stiester wird. Und das, was die schleiprig merken. Wenn ihr mein letztes Video gekickt habt, wollt ihr vielleicht ein Gerät von den Thermostat in den Kopf, was der Weg regulieren wird. Das nennt sich der Hypothalamus. Den sie noch arbeitet als, und alle Informationen, die kicken, was von den Körper kommt, das ist, wo lade ich die nicht mehr aus, den Blutzucker, wo schwer die was. Und entscheiden, was die so ab der nächsten Mahlzeit eten. Aber wir können gleich, wenn ich sage, das sind die Harchen, wegen das Eten schmeckt bis viel zu gut. Du wirst vielleicht wundern, wo wird das Hypothalamus, wo schwach sein? Die Fettzellen, die merken in anderen Hormonen, das nennt sich Leptin. Wenn du schmal Leptin in Blut isst, dann fängt der Hypothalamus an, den Hunger aufzuknoten. Aber wenn du für zu lange Leptin in Blut isst, dann wird dort gewarnt und dann glaubt weil das der nie Wicht. Wenn du da nie brauchst, Wicht aufzunehmen, dann switcht er an, dann hungert die, dann bringt dir die Wicht weiter treibt, wo die läuft, wo das soll sein. Sie, der andere Tribbel ist, der Körper, der kann das Eten gleich mehr. Weil wir bis mal kicken, wo Brot gemerkt wird. Erst einmal, dann wird das Huber zwischen 2 Steine vermult und das wird gut genug. Wenn ihr fürs Brot merkt, dann mischt ihr das Mehl an mit Wasser und Südig, dann bleibt das immer nach Stunden, dass das gehen kann. Nächsten Tag dann wird das gebackt. Nu, das Huber wird durch diese Maschine geschickt. Hand in Dreh, weil das erst feine Pulver ist. Dann wird das gebleached, alle Vitamins, Fibers, wird alle rausgenommen. Dann schicken wir das in eine Brotmaschine an, passen wieder so bereit zum Eten. So, das ist kein Wunder, dass eine Schnitt Brot bringt den Blutzucker kriegt sich hier aus dem Kocher drin. Alles Eten hat eine Nahrung. Kinder haben Nahrung. Donuts haben Nahrung. Nahrung ist, was einmal der Körper brauchen kann, für Energie oder für Heulen, Wassen. Bis fängst du Nahrung ist, meint nicht, das ist gut für dich. In Englisch würden wir das Nutrients nennen. Das sind 2 Sorten. Das sind die Micronutrients. Da merkt man einen kleinen Part, das sind die Vitamins, Minerals, Salz und so weiter. Dann sind die Macronutrients. Dort merkt man das ganze Part von das Eten. Und das ist Fett. Protein. Das wird in Fleisch, Eier, Milch, Käse, Schobeln und so weiter. Das letzte, das sind, in Hochdeutsch nennen sie das Kohlenhydraten. Aber in Englisch nennen wir das Carbs. Carbs, das sind in Brot, Ätschen, Reis, Kornmehl. Wenn du nicht eten das, kannst du das und in deinem Mehl wird dort verderbt. Was dort erst kleine Moleküle sind. So, was sag ich, in deine Darm dann geschickt und du trägst das im Blut an. So, Fett gibt fatty acids. Protein gibt amino acids. And carbs, das gibt Zucker. Das ist nicht derselbe Zucker, die Brot und Kuchen bauen. Das ist Blutzucker. So, Fett und Protein, da kann der Körper größer brauchen, aber nicht Zucker. Zucker würde bis zum Blut weggehen, was das von den Nieren wird gefiltert. Und dann wirst du sterben. Dort wo der Pankreas nennt hat. Der merkt ein Hormon, das nennt sich Insulin. Alle Zellen haben Bütenraum kleine Schlotz. Und Insulin, das kommt lang, schlitt diese Schlotz up und lässt
sukker in de cel nemen. Not je dan voor energie te gebruiken. Je maar sukker du es, je maar insulin filter. No wat er niet dan juist te gebruiken je, dat neemt dat insulin en schickt dat bij de lever. De lever neemt dat sukker en laat dat weg. Als glycogen. En wanneer een paar stunden nu eten, wanneer bloedsuiker slecht wordt, en de körper veel meer, dan neemt de lever de glycogen, merkt de fresh suiker ervan en schickt dat in bloed neer. So wings de körper den fehlt immer suiker. Hier würde mein Dad sagen, sie David, ich sehe die fehlt suiker. Well, dort stimmt, die fehlt, den Körper fehlt immer suiker. Aber wisst ihr, dass die Leber kann von Fett Suiker merken? So, solange du Fett dran hast, hast du genug Suiker zum Leben. So, je mir mal dabei kiek, ich glaube, du hast al genug von der. Dad, de Leber kann mal bis so viel Suiker weglegen. Dat immer je wordt te Fett gemerkt. En ruime Leber weggelegt in Körper verschickt. Vielleicht kannst du zusammen, was Nummer 1 Zuckerkrankheit hat. Dort, wo den Körper, der kann nicht mal Insulin merken. So, der macht dort jetzt mal Farm eten, macht er sich dort spritzen. Wenn den Körper den fehlt, Insulin, den Zucker braucht. Aber Insulin ist auch schuldig von Fett merken. Und das, wo wir in das nächste Video durchgehen. Ich will jetzt das alle in ein Video merken, aber dann warte ich an, das wird vielleicht immer eine Stunde lang werden. Und keiner will mich für so lange hören. So, merkt sure dass ihr subscriben down. Und ja, halt je nicht up für mein nächstes Video. Tschüss.